Okay, ich muss zugeben, der Feuertempel ist doch etwas trickreicher, als ich zunächst dachte. Willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oder natürlich eine Variante, die stellen wir auf die doof an. Ich habe das Gefühl, der hat schon den ein oder anderen Trick auf Lager. Dieser ach so ominöse Feuertempel. Aber Bro, wir haben hier schon 3 Stück erledigt, also hier drei Mechanismen geöffnet quasi. Wir sind jetzt dabei, die nächsten zu machen. Nehmen noch ein bisschen gucken, wie ich jetzt hier großartig weiterkomme. Ja, vor allem im letzten Part war eigentlich nicht so viel los. Ich habe nur einen Mechanismus geöffnet tatsächlich. Hatte aber das Gefühl, dass ich elendlang gebraucht habe, bis ich mal irgendwie das Gefühl hatte zu wissen, naja, wie, wo, was weitergeht. Okay, das war auch gerade schräg. Da ist auch nichts zu holen. Wie das hier, was ist denn so ganz schnalle? Ich meine, wo ist hier der Mechanismus? Hallo? Ah, hallo Maserschwert. Wo ist der Mechanismus, um das Teil zu öffnen? Eigentlich gehst du davon aus, dass du schon so viele Loren hast und so viele Schienen, dass du halt von einer Schiene zur nächsten wanderst, aber das war ja hier auch nicht so. Zum Teil schon, zum Teil musst du auch eben auch wieder ein bisschen tricksen. Zum Beispiel da oben, ne? Wie kommen wir jetzt da zum Beispiel hin? Okay, es macht vielleicht Sinn zu sagen, hey, da ist jetzt einfach die obere, ja, Schiene da, sag jetzt mal. Wir müssen dann quasi wie hier irgendwo switchen können, ne? Dort zum Beispiel. Ups, was ist das gerade? Dort zum Beispiel. Die wäre eigentlich sogar... Aha, muss ich aber das Tempo vielleicht drosseln. Deswegen hat sie auch so seltsam klack gemacht. Nimm mal die hier, komm. Und trotzdem muss ich zugehen, auch wenn es vielleicht nicht gerade so wirkt, aber macht mir trotzdem Spaß. Also bisher tatsächlich der Tempel, der am meisten Spaß macht von allen Vieren. Ne, geh wieder geradeaus, ne? Wo ist eigentlich schräg links rüber? War aber nie ein Mechanismus, um hier die Weiche zu stellen. Du musst den woanders rüberstellen, könnte wohl raus sein, ne? Ich weiß, der Mechanismus gar nicht hier ist, um das zu stellen, sondern woanders halt. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich wollte gar nicht runter, eigentlich. So, also ich habe überall Teleporter gesetzt, ist ja gar kein Thema. In der Mitte haben wir mittlerweile einen Lift, mit dem wir wieder hoch können, also hoch und runter können. Trotzdem ist der ganze Tempel ziemlich schräg, wenn das man so sagen darf. Also er ist nicht so linear. Gefühlt kommt es mir so rüber wie die anderen. Was ich einerseits noch cool finde, andererseits ist auch ein bisschen verstörend, aber gut, das ist wie so oft im Leben war. Wie zum Beispiel auch, dass ich eigentlich darüber noch möchte, aber halt nicht sicher bin. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten, ich kann auch mit dem Raketenschild und so hochgleiten, ne? Aber will ich mir wirklich alles hier ein bisschen zusammentricksen und auch ein bisschen zusammen glitschen quasi, dann sage ich mir, nee, ich gucke mir, was das Spiel mir eigentlich mitzuteilen hat. Also wie will das Spiel das Ganze lösen? Das könnte ja auch durchaus Spaß machen. Vielleicht mal hier immer so aus so einen. Macht nur das. Dann geht's da hoch und dann bringt es mir sowieso nichts mehr. Von hier geht's eh nicht weiter. Es wirkt eigentlich auch so, als... Ja gut, ich meine... Was wir machen kann, ist auf zu Fuß da hoch.
Ich meine, ich habe die ganzen Platten, ich habe relativ viele, ich kann auch die wieder zusammen merchen. Ich will so eine Brücke bauen. Ich glaube, mein Problem, oder was auch mir gerade ein bisschen schwierig macht in dem Spiel, beziehungsweise in dem Tempel ist, dass ich das Gefühl habe, okay, ich habe eine Fähigkeit mit Yunobo, ich habe hier die Dinge, die Ohren, die Schienen, ich muss eigentlich alles darüber machen. Und gar nicht großartig hier mit Lava und so, mit diesen Platten mir irgendwie einen Weg bahnen, wo sie gehen würde. Ich halt wirklich das Gefühl habe, ich kann es so machen, ihr braucht sie gar nicht. So, das Ding hätte wohl groß genug und vor allem auch lang genug sein, damit ich da reinkomme. Nein, immer noch nicht. Alter Schwede. Respekt, Digi, Respekt. Okay, müssen wir mal neu bauen gerade. Was? Nein. Naja, gut. So, das Ding muss doch langsam reichen hier. So, hier ist sonst eh nix. Obwohl da oben ist noch was. Du, von da kam ich ja. So ursprünglich meine ich halt, ne? Nein, Yunobo! Stoß mich hier nicht weg, Alter. Junge, Junge, Junge. So, hier haben wir einen Weg gebaut. Hat's, genau. Hier ist sonst auch nichts. Ich muss eigentlich hier hoch, ja? Plötzlich entdeckt man noch eine Truhe. Ich weiß nicht, in dem Tempel stelle ich mich irgendwie ganz seltsam an. Vielleicht liegt es auch an Yunobo, den man ständig irgendwie wegschubst. Dankeschön. So, jetzt aber. Gucken wir mal auf der Etage nach. Delta Krieger Klinge. Auch ein bisschen Power. Ja, schmeißen wir mal den weg, komm.
So, jetzt sonst auch nichts. Also wieder etwas nach unten. Und schon bin ich da, wo ich hin wollte. Perfekt. Erstmal den Ausgang öffnen. Oder Eingang, in der Sichtweise. Das ist an dem Großschwert. Da haben wir noch eins im Petto. Machen wir das auch nicht mehr. Dankeschön. Obwohl, komm. Kies öffnen muss ich trotzdem. So, Yunobo, dein Auftritt wieder mal, Kumpel. Das war der 4. Streich. Und der letzte folgt sogleich. Aber das Ding ist, wissen wir auch schon. Gleich haben wir es geschafft. Jo, Yunobo, da hast du recht. Ich muss nochmal zurück in die Mitte. Wir waren dort schon mal, haben es letzte Folge eigentlich fast schon geschafft, an der Seite zu kommen und haben dann grandios versagt. Sagen wir es, wie es ist. So, am besten gehe ich auch von hier. Ah, da ist er schon, der Aufzug. Deswegen nach hier das Ding. Okay, verstehe. Weil ich zugeben muss, diese grüne Platten erinnern mich ein bisschen an Twilight Princess. Die gab es dort auch. Natürlich nicht mit dem Sona-Symbol drauf, wie auch. Sona kamen ja, wenn man den Gerüchten schenken darf, ja später. Dazu dann aber zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr. Wenn wir soweit sind. Okay, ansonsten. Auf der Seite war ich schon überall. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr hin, wenn wir ehrlich sind. Okay, sagen wir Eve. Aha. Okay, ja, hier den Weg, den ich hier mit dem Felsplatten gemacht habe, hätte ich mir eigentlich sparen können. Tatsächlich, er hätte einfach den Weg hier nehmen können. Nee, nicht den hier. Nochmal auf dem oberen Stockwerk gewesen wäre, wo ich ja auch schon war. Wenn er nur kurz, wir waren schon mal da. Und dann von hier aus die Platte genommen hätte, und wegen wären wir da gewesen. Obwohl, mach schon mal hier. Ach schon, wir waren schon an so vielen Orten. Ah, so, okay, der ist wieder da. Sehr gut. Genau, das war das Ding, was ich letzte Folge verkackt habe. Und einerseits die Loren, dann brauchen wir den mit dem Antrieb hinten noch, der ist sehr wichtig. Und dann brauchen wir noch eine Rakete für vorne dran. Wir brauchen Anfangsspeed, damit ich da hochkomme. Tatsächlich. Und der Rest soll den Ventilator hinten erledigen. Ich hoffe, das klappt so. Und ja, es klappt. Immer schön auf die Fresse, wie es gehört. So. Genau, das Ding hat ja auch noch einen Weg, den ich darüber hätte nehmen können, war, wäre die andere Variante gewesen, ne? Dass ich sage, ich fahre von hier aus
Noch 2 zurück. Ah, sobald es natürlich geöffnet ist, war. Okay, macht Sinn. Genau, das ist quasi der sichere Rückweg, wenn man so will. Okay. Was machen wir hier? Das Teil ist ja komplett kaputt. Wenn er hier gewesen wäre, da rüber gekonnt, wa? Das ist ein ähnliches Prinzip, auch wieder ein elendlanges Ding. Oder sowas hier in der Art, ne, genau. Da irgendwann irgendwie rüber zu hangeln. Ich glaube, so wäre es. Da wird es so funktionieren überhaupt. Eigentlich eher weniger, ne? So wäre zwar drin. War noch ein paar Wagen mehr, zum Beispiel die ganzen Wägen hier, ne? Okay, da ich jetzt hier sowieso schon Ende da angelangt bin. Das Teil mal weg. Platziere es hier neu. Damit, falls was schief gehen sollte, ich es wieder ausprobieren kann. So. Hier fehlt auch ein bisschen was. Hä? Warum auch das hier überhaupt? Noch weitere Teile. Sehr interessant, aber ansonsten ist ja nichts, wa? Da hoch könnte ich noch, da muss ich dann sowieso mal noch hin. Aber erstmal die Truhe öffnen. Ja, also würde man sagen, der Tempel hat definitiv auch schon mal bessere Zeiten hinter sich. Hallo? Jetzt. Gut. Ja. Aua. Irgendwie dafür sorgen können, dass der da oben bleibt. Das wäre dann ganz cool. Das theoretisch versuchen kann, was nicht, ob das so funktioniert. Ah doch. Was zum... Warum nicht? Spannung zu groß oder was? Genubo, hör bitte auf, mich zur Seite zu drängeln. Nee, ganz ehrlich. Da ist sowas von nervig.
Okay. Jetzt komm ich! Oh. Verstehe, wer will, warum das Spiel so irgendwie sagt, nö, so funktioniert das aber nicht, nö. Aber ist halt so. Aber ist halt so. Wozu eigentlich jetzt? Ein Flammenwerfer mag prinzipiell ganz nice sein, aber bringt mir noch nicht sehr viel, weil ich muss noch aufs E4 hoch. Die Dinger hier bringen mich gar nicht hoch ins E4. Hm. An der Seite könnte ich irgendwie hochklettern, wa? Das sind ja auch kaputte Schienen, also die sind sowieso kaputt, aber da oben ist auch irgendwie kaputte. Hm. Oh! Hab ich ja gar nicht gesehen. So klappt das nicht, ne? Ich ihn ja einfach so hoch zu schicken, geht auch nicht. Alter, wo bist du jetzt? Komm hoch, Junge! Nein, Loch. Jetzt komm ich! Okay, ja, er wollte eigentlich, dass er das Teil da oben zerstört. Ich meine, ja, ich kann auf der anderen Seite hochklettern. Da drüben halt, aber... Das kommt mir halt irgendwie so falsch vor. Es müsste irgendwie... Also wird das Spiel eigentlich wollen, dass es anders machen. Da drüben irgendwie nichts Besonderes. Ne, auch wenn ich jetzt das Teil da gemacht hätte, also die Brücke jetzt zusammengebaut und so. Wozu? Ich habe keinen Weg nach oben. Mal schauen, ob ich so überhaupt hochkomme. Ja. Hä? Link, hör auf zu backen! Ich wollte nicht mehr klettern. Hä? Jetzt schon wieder? Er macht nur... Ah, jetzt geht er das aus der Hocke raus. Aber vorhin noch das aus der Hocke raus, während noch immer. Gut, das Teil sollte vermutlich irgendwie runter, aber ist jetzt egal, ich mach's so. So, neben hier sind kaputte Schienen, das heißt, ja, er hätte sowieso keine Chance gehabt hinzukommen. Also musste er hier hochklettern und mit dem Deckensprung hin. Eigentlich wäre es wohl der Deckensprung gewesen, aber keine Ahnung, wie das hätte funktionieren sollen. Jetzt komm ich! Link! Alle Schlösser sind jetzt offen. Das heißt, dass das Tor jetzt auch offen sein muss. Komm, sehen wir nach. Aber hallo! Ja, keine Ahnung, was er mit dem Teil noch machen sollte. Wer hat hierfür? Zum Abstützen. Okay, aber auch dann kann sich nicht so viel bringen. Die Frage ist, soll ich da nochmal versuchen rüberzukommen? Ich meine, ich habe noch hier mein Konstrukt.
Ganz ruhig hier, ja. Die Slow werden richtig aggressiv, wa? Wenn sie nicht in der Schiene drin sind. So, richtig. So. Wenn wir wieder dasselbe Problem haben wie unten, war, dass wir einen Raketenantrieb brauchen. Ventilator mir auch. Kriegen wir auch einen Raketenantrieb? Weiß gar nicht mehr. Ich meine, ich brauche die Dinger eh selten. Das heißt, wir können durchaus mal einen rausnehmen und den mal experimentieren. Wenn das bloß klappt, das Gefühl, es wird ein Himmelfahrtskommando. Ja, hab sie gesagt. Die Frage war jetzt bloß, warum hat es nicht geklappt? Der Zusammenbaum ist falsch. Und das wird schon richtig gewesen sein. Vielleicht er den auch noch vorne gehabt hätte. Wenn es ein bisschen größer gewesen wäre, denke ich mir jetzt gerade mal so. Dass ich irgendwie mehr als eine Rakete brauche, das vermutlich eher weniger. Was vielleicht noch sein könnte, ist mit den Ventilatoren hinten. Dass einer ein bisschen weniger ist, deswegen habe ich dann noch einen gefunden, den ich mir theoretisch hätte zurecht biegen können. So. Ich weiß, man könnte direkt schon zum Endboss gehen, aber dann nehme ich jetzt kein Wunder, was sich dahinter wohl verbirgt. Ich versuche mal daran zu bauen. Ups. Ich denke, es wird schwierig zu bauen. So wie ich es jetzt gerade mache. Naja, es hält noch. Die Frage ist, brauchen wir die Rakete wirklich oder ist das eigentlich eher ein bisschen zu viel des Guten? Nur bitte runter. Danke. Ich versuch's mal ohne Rakete.
Nur dafür sorgen, dass die vorderen beiden einfach nicht runterfallen. Ich weiß, so einfach gesagt als getan, aber könnte ja hinkommen. Ach, mit einem mehr, dann wird es gehen. So, da wären wir schon. Oh Mann, ey. Also ja, theoretisch wird es so funktionieren. Ne? Eben noch ein Wagen mehr, ich glaube, nicht die richtige Länge gehabt. Damit halt vorne wieder anschließen kann, da hinten eigentlich, beziehungsweise, wenn er, bevor er hinten schon durchfällt, wenn man so will. Obwohl ich weiß nicht, ob es wirklich geklappt hätte, aber du. Egal, wir sind ja hier oben, wa? Und ich mache es jetzt so, ich nehme, wo ist er? Den da. Den nehmen wir mal ganz kurz weg. Weil jetzt waren wir hier, wir wissen, dass das so funktioniert hat. Auch die Abkürzung ist geschaffen. Ich platziere den mal noch hier und dann beamen wir uns zurück ins Erdgeschoss. Und kümmern uns um den Endboss. Ja, 32 Minuten war krass. Ich habe echt mal 3 Parts oder 3 volle mit ein bisschen Überlängen Parts gebaut für den Tempel. Krass. Er war ein bisschen skurril zum Teil, oder ich habe mich auf doof angestellt, das kann natürlich auch sein. Aber egal, ob es so geplant war von den Entwicklern und mich eben zum Teil doof angestellt habe oder die falschen Wege genutzt habe. Also trotzdem spannend und hat Spaß gemacht. Also von allen 4 Tempeln bisher derjenige, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Gut, Freunde, wir können schon mal vorstellen, was hier für ein... Wobei, was ein Gegner? Wird so ein riesigen Ivarok sein, wa? So, let's go. Warte mal, Marschwerk geht's wieder gut, oder was? Auch das Teil überhaupt, soll den Boss damit platt machen? Den Boss. Nur für alle Fälle. So, nun. Achso. Ja, sehe schon. Wo ist Zelda hin? Moment mal. Ist das ein super fieses Monster? Und Zelda steckt in dem Riesenvieh drin? Boldogoma, Peiniger des Feuertempels. Ein Goma! Lange her, Kumpel. Komm, Link. Wir müssen sie da schnell rausholen. Ja, definitiv. Das Vieh erinnert mich übrigens ein bisschen an Ding. Auf geht's. An so einem Viech aus. Die Beine sehen toll. massiv aus und schmerzhaft. So kann man sagen. Erinnert mich ein bisschen an. War zwar mehr oder weniger ein Goma, auch aus The Wind Waker. Aber generell die ganze Arena und so erinnert mich. Okay.
Erinnert mich eher ein bisschen an Ding. Der Felsen ist explodiert. Also da schon die Babys raus. Explodieren. Schnell weg. Das Ganze erinnert mich eigentlich eher an den Boss aus dem Feuertempel aus Twilight Princess. Ja, noch viel aus, ey. Oh, Rampage-Mode, ja. Okay, das ist schon ein bisschen eher Ocarina of Time Feeling wieder. Ist aber cool, wenn ich ganz ehrlich sagen darf. Alter Schwede. Von allen Seiten. Nichts wie weg. Weg hier. Auf geht's. Also vor allem in der Phase, wenn du da nicht krasse Ocarina of Time Feeling hast, dann weiß ich auch nicht weiter. Wieso bist du jetzt durchgerast, Junge? Schon wieder eine Bombe. Lass sie mich wegkegeln. Ja, würde ich gerne. So. Jetzt komm ich. Hat der Aufstieg eigentlich überall hier, oder? Wir testen mal. Ey, und jetzt muss der Winkel stimmen, wa? Oh, das ist schlecht. Auf geht's. So, komm jetzt aber. Jetzt gibt's Prügel. Aber sowas von, Junobo. Er wird schwächer. Zusammen packen wir das. Aber hallo. Schon ein cooles Viech. Ich meine, so eine Goma-Spinne ist natürlich eben, vor allem wenn sie an den Decke klebt und so, ist natürlich schon ein bisschen eher so Twilight Princess oder eben vor allem Ocarina of Time Vergleich. Andererseits eben, dass sie so im Feuertempel ist und ich in oben an der Decke entlang rollen muss. Erinnere mich auch ein bisschen daran, wenn man Twilight Princess selbst an der Decke entlang gehangelt sind, mit dem Magnetstiefeln damals noch. Schon nicht schlecht. Neben so eine Feuerspinne hatten wir bei The Wind Waker auch. Sehr nice. So. Na, Junobo, bist du bereit? Juno, durch dessen Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ahne aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Ich bin stolz auf dich, mein Erbe.
Das Scheusal, das ihr besiegt habt, war der Ursprung der Steine, die unser Volk verdarben. Ein Scherge des Dämonenkönigs. Seine Aufgabe war, dich von dem Kleinod fernzuhalten, das du berührtest. Dem Mysterienstein. König? Stein? Was? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du verwirrt bist. Drum höre gut zu, denn ich habe dir etwas zu sagen. Über den großen Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige kleine Odien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiegelungskrieg? Und etwas später... Da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, dein Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Yunobo, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an Links Seite in den vielen Schlachten, die Aurora haben. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an Links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren, aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch.
über welche Macht ich jetzt verfüge. Los, Link, gib mir Fäustchen. Ich bin Yunobo, der Weise des Feuers. Und ich stehe von nun an fest an deiner Seite. Nimm das hier als Beweis für meine Treue. Link, mein Bruder, dieses Ringlein ruft jederzeit meine Macht herbei. Glaub mir, du wirst nicht von mir enttäuscht sein. Das schwöre ich. Und nun nach Hause. Wie könnte man jemals von Yunobo enttäuscht sein? Ne? Ich fand ihn schon bei Breath of the Wild geil. Hier also, hat natürlich eine geile Charakterentwicklung durchgemacht, ganz klar. Und ich finde auch seine Fähigkeit hier, die ist so mega cool. Ähnlich wie Tulins Fähigkeit, die anderen beiden, bei Sidon und Richu. Naja, Richus Fähigkeit wäre schon cool, wenn man sie nicht direkt über sie selbst anschwören müsste. Jetzt sind die allesamt einfach weg. Okay. Ja, ist nur deswegen interessant, weil ich das, naja, offenbar auch hätte synchronisieren können mit meinen Waffen und so. Gut, warum hätten wir es machen sollen, aber jetzt geht es vermutlich nicht mehr. Gesplittert nochmal! Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Song gemacht habe? Was hast du dir dabei? Achtung, Hexenschussgefahr. Freunde, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wir müssen die Folge beenden. Im nächsten Part geht es natürlich logischerweise genau hier weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir uns in Gronia umsehen, ob ich erst vielleicht mal noch ein paar Sidequests nach Kala und so mache, oder ob wir irgendwie mit der Hauptstory noch irgendwas gerade machen wollen, wobei gerade zurück in den Spähpuzzle noch nicht gehen, tatsächlich. Oder ob wir nochmal zurück in den Himmel gehen und dann noch die ganzen Schreine abklappern, ne? Vielleicht wieder mal ein, zwei Folgen nur Schreine, wäre eine Variante. Ja, gucken mal. Auf alle Fälle haben wir jetzt die Macht auch über das Feuer, beziehungsweise halt, ja, Yunobos Macht selbst. Und die ist schon cool. Ist, ja, wir haben sich natürlich Fragen, was eine Macht in Breath of the Wild nicht besser mit dem Schild? Oder ist die Macht besser? Und vor allem, wie hat er sie weiterentwickelt? Oder warum hat er die alte Macht nicht mehr? Hat er die trotzdem noch? Vielleicht hat er als Gronia zwei Arten von Power, könnte ja sein. Das will es mehr, vielleicht, hoffentlich, das nächste Mal. Bis dahin, ciao zusammen.